Ciao ihr wunderschönen Menschen, willkommen zu Rate It Live Watch Dogs. Es ist die Stufe 5 und hier als Überraschung hört es auch auf. Ihr habt mir viele Vorschläge gesendet, welches Thema man dann im nächsten Stufendings da behandeln könnte. Wir hatten jetzt schon die Grafik, das Gameplay und so weiter und so fort. Wir hatten schon einige Sachen, wir hatten schon 5 Sachen, 4 hatten wir. Und normalerweise ist ja Stufe 10 das Ende. Aber bei Watch Dogs ist was ganz Besonderes. Bei Watch Dogs hört es schon bei 5 auf. Warum? Weil Watch Dogs scheiße ist. Dieses Spiel, hey, dieses Drecksspiel, das kann doch nicht sein, oder? Was erlaubt sich denn da Ubisoft für eine Scheiße? Also, so... ich kann es gar nicht glauben. So hinterhältig. Das ist wie Gift, das einen lähmt. Das ist frech. Das ist einfach nur frech. Ihr könnt mir im Chat, im Livestream jetzt gerade auch eure Meinung zu dem Spiel schreiben. Gramm mir nicht in die Seite, du Wichser. Es ist unerhört, was sich hier Ubisoft meiner Meinung nach geleistet hat. Es ist bei Watch Dogs, bei mir und bei anderen Personen folgendermaßen gewesen. Ohne Scheiß. Wir kauften uns dieses unglaublich tolle Spiel, das angepriesen wurde als, ja, der König der Spiele, besser als GTA es jemals sein könnte und so weiter und noch ganz viel anderen Scheiß. Geh mir aus dem Weg, du Bitch. Und im Oktober fing der ganze Hokuspokus an, da haben sie ja gesagt, ja, jetzt könnt ihr mal schön noch ein paar Tage hier GTA 5 erkunden und dann, ja, dann könnt ihr in Montreal oder leck mich hier, wo die Stadt ist, New York, keine Ahnung, was das ist, Los Angeles, ist mir Wurst. Könnt ihr ja dann Spaß haben, weil dann könnt ihr GTA auf die Seite legen, dann braucht ihr das nicht mehr, weil ja dann Watch Dogs da ist. Watch Dogs, die Lösung aller Probleme. Na, haben sie auch kein offenes Welt-Action-Spiel mit geiler Story und super Grafik. Nein, dann greifen sie zu Watch Dogs für nur 60 €. Und das Spiel wird ihnen für immer Spaß machen. Nein, da hat mal wieder jemand gelogen. Ja. Gelogen wurde da. Oh, ich habe den armen Menschen gleich nochmal erwischt. Ey, wie? Das hätte man einigen Entwicklern zufügen sollen. Verdammt. Erst haben sie gesagt, ja, es kommt Oktober, es passt schon. Und dann irgendwie, ja, kommt doch nicht Oktober, ja, wir haben jetzt ein halbes Jahr Verspätung, was soll's? Und alle so, oh. Aber es war gar nicht schlecht, weil man hatte dann Geld für GTA 5. Und dann kommt das Spiel Watch Dogs, auf das sich viele Menschen gefreut haben. Dann kommt dieses Spiel, wir hatten Trailer gesehen, die sahen bombastisch aus. Die sahen hammergeil aus. Nicht so wie diese Version, die ich gerade spiele. Nicht so wie diese Version, die es auf dem PC zu spielen gibt. Nein. Warum denn auch? Weil, ich meine, die E3-Trailer, ja, die waren halt, nein, das war ja nur, das läuft, ne? Also, hölliger Scheiß. Und mein Auto kann fliegen. Und was bekommen aber die treuen Fans? Die 60 € ausgeben und sich echt ein Spiel erhofft haben, das sie unterhaltet, das ihnen Spaß macht, das man spielen kann und es soll besser als GTA sein. Gut, jeder Publisher verspricht, dass sein Spiel das Beste ist, das Beste auf dem Markt. Und dass es überhaupt nicht besser geht als das, außer es kommt Teil 2 raus, Watch Dogs 2. Aber soweit kommt es ja hoffentlich zum Glück nicht. Und dann bekommen wir dieses Spiel hier, das ich gerade spiele, bekommen wir in die Hand geschissen für 60 €. Und das war's dann. Dann ist die Empörung groß bei vielen Spielern. Und es war anfangs bei mir, bei Borsti, bei Prime Hunter, ich glaube auch bei Sabercrush, bei Christian Stephan und bei 500 Milliarden anderen Spielern das gleiche Gefühl. Wir haben uns hingesetzt. Oh, Watch Dogs. Geil, neues Game.
Und dann die ersten Missionen gespielt. Und dann, warum ist mein Auto so scheiße? Warum ist das Handy so beschissen? Und warum ist die Grafik überhaupt nicht so, wie ich mir die vorgestellt habe? Die Grafik ist nicht schlecht, das will ich nicht behaupten. Ich sag nicht, dass die Grafik der letzte Dreck ist. Das ist sie auf keinen Fall. Die Grafik ist okay, würde ich sagen. Und man hat auch schöne Zerstörungseffekte. Das ist alles gut. Hallöchen, Prime Hunter. Aber das ist nicht die gleiche Grafik, wie uns versprochen wurde. Wir wurden mit Next-Gen-Scheißdreck angemogelt, vollgeschmiert. Die haben unseren Mund mit Schokolade, Honig und Erdnussbutter vollgeschmiert. Und dann bekommen wir sowas. Es ist nicht schlecht, aber es ist überhaupt nicht das, was sie gesagt haben, dass es ist. Ich sag ja auch nicht, ich gebe dir jetzt morgen 10.000 Euro und dann hau ich dir in die Eier mit einem Baseballschläger mit Stacheldraht. Das ist ja das Gleiche. So fühle ich mich ungefähr. Das Höchste ist ja, dass Ubisoft oder keine Ahnung was, Sony, was Microsoft, irgendein Publisher, ich weiß es nicht, wer es war, irgendeiner hat dann gesagt, die Grafik ist eigentlich auf PC echt ultra brutal geil. Das können wir nicht so machen. Oh ja, und dann gibt's halt die Grafik für PC nicht. Die Grafik für Konsolen ist allgemein bekannt, ist nicht so gut wie auf dem PC, verdammt. Da haben wir drüber gesprochen in Streams, das könnt ihr gerne anschauen. Es gibt noch ein Video drüber, das ist alles kein Problem. Das sage ich mal einfach so als festen Punkt, als Axiom sage ich das einfach mal so. Dass es so ist, dass die Konsolen keine bessere Grafik haben als der PC. Und dann spielen Leute das am PC und denken, die Grafik ist ja beschissen. Ja, und ich verstehe die auch. Und jetzt kam ja raus, dass die Grafik downgegradet wurde, runtergeschraubt wurde, nur damit die Konsolen nicht so beschissen aussehen. Das ist nicht nett, weil dann sehen die Konsolen so aus, wie sie aussehen. Das nehme ich in Kauf. Und der PC sieht immer noch beschissen aus. Es ist so ultra geil Scheiße machbar. Wahnsinn. Und man kann genau die Trailer, die E3-Trailer-Grafik kann man in Watch Dogs auf seinem PC haben. Aber das muss man natürlich erst mit einer Mod machen. Das hat ein schlauer Modder gefunden, entdeckt. Und ohne den hätten wir immer am PC so eine beschissene Grafik. Das will doch keiner. Das ist nicht Next Gen, das ist Current Gen. Alles ist Current Gen. Verdammt. Sowas ins Gesicht. Und die schämen sich nicht mal, die sagen nicht mal irgendwas dazu, dass sie irgendwie gesagt haben, ja, tut uns leid oder so. Das wollten wir gar nicht. Die üblichen Ausredner. Das ist einfach, die wollten es natürlich so. Also, Scheißendreck. Das finde ich schon als Spieler frech, ja. Man bekommt ein Spiel, das so aussieht, wie es gar nicht aussehen sollte. Das ist schlechter, als es sein sollte am PC. Warum nicht immer das Beste rausholen aus der ganzen Sache? Ich verstehe es einfach nicht. Warum man das nicht machen kann. Scheiße, ich vertippe mich immer auf diesem Steuerpad. Nein, ich will keinen Videoclip hochladen. Nein. Mensch, wie komme ich denn in dieses dumme Menü rein? Da ist es doch. Und dann kommt sowas, die Missionen, das ganze Spiel. Das ist alles, ich habe stundenlang gespielt, ich habe 5 Stunden gespielt und es war immer das gleiche Gefühl. Es war, ja gut, das ist gleich, ja komm, gleich fängt's an, geil zu werden. Gleich wird's unglaublich cool. Gleich fängt's an, gleich, nö, nope. Das fängt einfach nicht an, geil zu werden. Im Vergleich, Dark Souls, die ersten Minuten, geil. GTA 5, geil, die ersten Minuten. Der Ladebildschirm ist geil, alles ist geil. Es gibt Spiele, die schaffen es und es gibt Spiele wie Watch Dogs, die versprechen einiges. Gut, jedes Spiel verspricht etwas, was es nicht halten kann. Das haben wir verstanden. Wir sind Gamer, wir werden immer angeschissen, es ist okay. Damit es wieder hell wird. Mein Gott, haben wir Angst im Dunkeln oder was? Und ich verstehe es einfach nicht. Dann kommt sowas und ich habe Stunden gespielt. Ich dachte mir, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht alles sein. Aber es war alles. Ja, die Missionen sind mir egal. Die Story ist mir egal. Ich weiß, ich heiße Aiden, bin ein Hacker und das war's. Ende.
Und dann habe ich irgendwie eine Tochter oder eine Schwester, die eine Tochter hat, die einen kennt, die kennt einen. Und der den kennt, der kennt einen. Und da passiert irgendwas, was mir beschissen egal ist, was ich gar nicht wissen will. Verdammt. Das ist mir alles beschissen egal. Die fesselt nicht, die Story. Die Story ist einfach scheiße. Die Story ist einfach was? Ach ja, es gibt keinen Strom, also gibt es auch keine Autos. Die Story ist einfach, dass wir Zeit in dem Spiel verbringen und uns nicht aufregen, dass wir dieses Ding gekauft haben. Es gibt einige Sachen zu machen und das sind einfach Beschäftigungsaktionen, Beschäftigungssachen. Die will ich halt echt nicht machen, es ist einfach langweilig. Das macht auch keinen Spaß, mir macht das keinen Spaß. Ich find's kacke. Wow, 2 ungenutzte Skillpunkte. Brauche ich nicht. Mann, ich will hier raus. Holt mich hier raus, ich bin ein Hacker. Aufwachen. Ach, ich kann jetzt hier meine Fähigkeiten verteilen. Wow, ist mir egal. Ja. Es gibt viele Nebenbeschäftigungen, es gibt viele Nebenmissionen. Ich habe beides abgedeckt in den vorherigen Raid-Its. Und es war alles einmal spielen und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Einmal Schach spielen ist lustig, ist schön, aber dann habe ich keinen Bock mehr, dass der Typ Stunden braucht, bis er seinen Zug beendet. Ich habe keinen Bock, dass ich mit dem Typ um die Wette trinke, wenn es mir eh nichts bringt. Es macht keinen... Da Brüllmücken überall. Es macht keinen Spaß. Mir machen die scheiß Sachen keinen Spaß. Ich will nicht... Oh Gott, das Spiel... Das Einzige, was einen Hauch Spaß macht, ist die Brücke hochzufahren und drüber zu springen und aus dem Auto zu wallen. Und das war's. Zu fallen, habe ich gerade gesagt, nicht zu wallen. Das ist alles. Hier. Wow. Und warum kann ich nicht springen in dem Spiel? Ich kann nicht springen. Kann ich nicht. Ich könnte, wenn irgendwas über mir wäre, ich kann natürlich auf dieses Auto springen. Ich kann runterspringen. Fallen. Aber ich kann nicht springen, wann ich will. Das stört mich. Gut, muss man nicht. Es ist ja ein reales Spiel. Ich kann ja auch nicht einfach so in der Realität irgendwo, wo ich will, springen. Geht nicht. Und es ist einfach überzogen. Es ist das Geld nicht wert. Es ist 20 € wert, wenn ich beide Augen zudrücke und irgendwie noch nie was gespielt habe, dann ist es okay. Aber das Spiel ist nicht okay für 60 €. Das hat einen Multiplayer, ich habe ihn angeschaut ein bisschen. Der war okay. Und das ist jetzt noch nett. Ich bin sehr schwer zufriedenzustellen bei Spielen. Und ich fordere schon einiges, das fällt mir schon auf. Aber dass ich Bäume nicht umfahren kann, ist okay. Das gibt's ja in anderen Spielen auch nicht. Oder dass ich einfach durch andere Bäume durchfahre. Aber so einfach das Spiel hinschmeißen, oh Gott. Es mag einigen gefallen, natürlich. Es gibt Spiele, die einigen gefallen und andere gefallen sie nicht. Einige Menschen mögen ja auch Tetris nicht. Diese Banausen. Aber egal. Toleranz ohne Grenzen. Und das Spiel Watch Dogs, das Autofahren ist beschissen. Was hier nicht schlecht ist, die Grafik schaut nicht schlecht aus, wenn Teile runterfallen. Das kann man sich schon anschauen. Ich kann es mir aber nicht stundenlang anschauen. Ich kann es mir nicht mal 10 Minuten anschauen. Ich kann es mir gar nicht anschauen, weil ich einfach angekotzt bin von dem Spiel. Ich will das nicht spielen. Es hat schon negative Auswirkungen auf mich. Es ist nicht irgendwie positiv, dass ich sage, oh yeah, ich habe Zeit, ich kann ja Watch Dogs spielen. Nein, es ist nicht so. Es ist eher so, oh scheiße, ich muss ja noch Watch Dogs spielen. Und ich weiß, ich werde den Story-Modus nie beenden, weil er mir egal ist. Ich kann jetzt Watch Dogs nicht mit einem bombastischen Spiel wie The Last of Us vergleichen, ne? Aber ich kann es vergleichen mit, weiß ich nicht, irgendein paar anderen Spielen. Also, es gibt in dem Spiel einfach nichts, was für mich selber
Spaß machen würde auf längere Zeit gesehen. Und ich meine jetzt nicht Wochen. Oh, Wochen ein Spiel spielen. Nein. Kauft das Spiel und dann ist es doch uns egal, was ihr mit dem Spiel macht. Kauft auch den DLC für 15 Euro. Und das war's dann. Ja, nächstes Spiel. Far Cry 4. Nein. Es gibt einige Spiele, die ich lange spielen kann. GTA 4, 5, ja sogar GTA 4, GTA 5, Dark Souls 2, wahrscheinlich auch 1. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, Digimon, Tetris. Ich mache in den Spielen immer dasselbe, aber es macht mir Spaß. Ich kann in GTA 5 stundenlang, ich bin in GTA 4 stundenlang von Häusern auf die Fresse geflogen, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich wollte sehen, wie das passiert. Die Grafik war bei weitem nicht so gut wie hier in Watch Dogs. Aber das war mir egal, weil mir das doch gefallen hat. Und weil es mir Spaß gemacht hat. Die Grafik muss nicht so unglaublich episch sein. Ich kann ja nicht mal aus dem Auto schießen. Das ist auch noch so eine tolle Sache. Es gibt einfach, ich sag's mal so, es gibt in dem Spiel einige schöne Sachen, die alle den Eindruck machen, hey, das Spiel ist ja richtig gut, das kannst du für immer spielen, du hast keinen Bock auf die Hauptmission, dann geh trinken, spiel Schach oder Poker, aber, ich will nicht. Mann, ich würde lieber mein Zimmer aufräumen, ich würde lieber draußen, natürlich, ich würde vieles lieber machen als das. Ich würde lieber, keine Ahnung, mir in den Finger schneiden. Das wird wahrscheinlich mehr Spaß machen, als das Spiel zu spielen. Worauf ich hinaus will bei dieser kleinen negativen Hasstirade gegen das Spiel ist, dass es uns verarscht hat. Es tut so, als ob es gleich wird's geil. Aber sogar Borsti, der sich nach 6 oder 7 Stunden, der musste sich zwingen, dass er das spielt, hat's immer noch keinen Spaß gemacht. Und es macht auch keinen Spaß. Diese 100.000 Helfermissionen mit, oh, da wird gleich ein Mensch erschossen, hilf ihm. Das ist auch beschissen. Das ist einfach bloß beschissen gemacht. Also, wenn man das mal anschaut, um nochmal kurz darauf zurückzukommen. Wir sind ein Mensch, keine Ahnung, der sieht irgendwas. Der sieht, dass sich 2 andere Menschen treffen. Und der sieht einen anderen Typen in einem riesigen Mantel und einem Handy, das leuchtet die ganze Zeit, rumgehen oder Autos klauen. Und der denkt sich, Mensch, das Leben ist toll. Und plötzlich fängt einer der beiden Menschen an, den anzuschreien, mit einem Baseballschläger und einer Kettensäge zu drohen. Und dann sieht dieser Zuschauer, dann sieht dieser Mensch auf der Straße, der sieht dann, hey, warte mal, da ist doch ein Verbrechen im Gange. Ich könnte ihm ja nicht helfen, weil ich ein dummes Arschloch bin. Und dann sieht der, dass ein Typ kommt und den anderen Typen ins Gesicht schlägt, in die Fresse schlägt, aber er lebt noch, kein Ding. Was macht dann dieser unbeholfene Mitbürger? Polizei, retten Sie mich! Was soll das? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich sehe doch, dass der Typ da böse ist. Muss ich jetzt echt... Ja, also ich denke, der hat nichts im Sinn. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Mensch, der gar nichts Kriminelles machen kann. Und das wiederholt sich auch immer alles. Das sind die gleichen Sachen, einfach mit verschiedenen NPCs. Und es ist mir egal, wie viel 100.000 NPCs da rumrennen können. Es ist mir egal, es ist mir alles egal von dem Spiel. Das sieht friedlich aus. Ja. Er schlägt sie und bedroht sie. Und sie geht einfach weiter, ganz gechillt. Natürlich, was macht man dann? Ja, natürlich das Falsche hier. Ich habe nicht mal was gemacht. Und bestimmt ruft einer gleich die Polizei, weil ja irgendein verrückter Typ mit ein paar Handys oder mit dem Handy komische Sachen macht. Das ist es einfach nicht.
Natürlich war jetzt gerade nichts dergleichen. Na doch, da ist er. Na gut, Handy, Auto geklaut. Halt die Fresse, du. Da sagt keiner was. Ja, ich halte ein Verbrechen auf. Ja, den müssen wir anzeigen. Hier, Hilfe, Polizei. Ja, Notruf, hallo, wer ist da? Ja, Hilfe, da ist eine Leitung tot. Wird alles okay sein mit dem Typen. Das Spiel, ich leih's einfach meinem Kumpel auf ewig, dass ich das nicht mehr spielen oder sehen muss, das Spiel. Das ist eine Enttäuschung für die PS4, für Xbox. Ja, auf PC ist die Grafik besser, trotzdem ist das Gameplay mir unzureichend. Ja, genau. Und ja. Und was soll das? Also, ich meine, das kann doch nicht sein, sich erst hinstellen und sich größer machen wollen, als man ist. Ja, besser als GTA 5, kein Ding, schaffen wir. In einem Tag haben wir mehr verkauft als die in einem Jahr. Scheißendreck. Ja, die haben gar nichts, die haben überhaupt nichts. Watch Dogs eine herbe Enttäuschung. Es gibt hier und da schöne Sachen wie dieser Sonnenuntergang oder was auch immer das sein soll. Ein paar Minispiele, die machen einmal Spaß. Irgendwie macht alles einmal Spaß. Oh, ich kann was hacken, toll. Und das ist einfach scheiße. Der Spaßfaktor ist nicht vorhanden bei mir. Der geht schon ins Negative. Der ist schon im Negativen drin. Das ist einfach nicht schön. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses beschissene Kackspiel. Ich weiß nicht. Jetzt könnt ihr im Chat und auch in YouTube eure Meinung über Watch Dogs äußern. Und ich verkünde gleich meine Punktevergabe von diesem wunderbaren Spiel. Ich finde das auch ein bisschen scheiße einfach. Ich finde das ganze Spiel scheiße. Oder das Hacken in Missionen, in so viereckigen Sachen, wo ich dann Sachen drehen muss und so weiter. Das ist einfach alles... Es schaut von außen so aus, als ob es echt ein tolles, echt ein hippes Spiel ist, das echt Swag hat. Aber es hat nichts dergleichen. Ja? Ich will nicht Bürgermeister von irgendeiner Scheiß-Bereich werden oder so, weil ich da 15 Mal hingehe am Tag. Das Spiel ist einfach scheiße, ja. Dem Verdächtigen wurde eine Streife hinterhergeschickt. Das ist einfach scheiße. Das war jetzt ein bisschen Rage. Ein bisschen. Und ungeschnittener. Ah, ich will dich... Ja. Natürlich kann sie noch stehen dann. Das darf einfach alles nicht wahr sein. Wow. Dieser Ragdoll-Effekt. Eine Streife hat bereits die Verfolgung aufgenommen. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich zu dem Spiel sagen soll. Ragdoll ist auch scheiße. Toll. Ich schieß ihn an, ich schieß ihn da an und er fällt nach hinten um. Natürlich. Ja. Es ist einfach... Ja, Schauhunde stinkt ab. Ja. Auf dem PC werde ich es mir nicht holen. Natürlich nicht. Ich hole mir viele Spiele auf Konsole und PC. Wenn es gut ist. Ich habe Menschen, die auf beiden Sachen spielen. Aber Watch Dogs... ich hätte es wissen müssen, ja. Ich hätte dieses Video von mir selber sehen müssen. Ne? Mit einer Zeitmaschine. Und hätte es nicht kaufen sollen. Ja. Hätte ich mir 5 oder 6 Stunden meines Lebens gespart, hätte mehr Spaß gehabt. Es ist einfach so Pseudospaß. Also, es ist nicht wirklich Spaß, was man hier hat. Man wird hingehalten, ne? Und man denkt, man hat sofort, gleich hat man Spaß. Aber man hat keinen Spaß. Nein, hat man nicht. Es macht keinen Spaß. Ja. Ich habe jetzt leider... Ah, hier kommt die erste Wertung von dem Prime Hunter. Grafik 79 von 100. Weltdesign
88 von 100 von Watch Dogs. Ach, scheiße. Spielspaß minus 9000. Ich sag mal, Grafik ist okay, ist wirklich okay. Also es hätte besser sein können, ist es aber nicht. Deswegen sage ich mal Grafik 75 von 100. Weltdesign. Es ist eine schöne Welt, da kann man nicht meckern. 80, ja 75, 80, eher 80 von 100. Spielspaß 5 oder so. Halt die Fresse, du. Und ja, Story, keine Ahnung, der Rest, alles Mögliche. Aber Watch Dogs, ich kann nicht springen, wann ich will, ich kann nicht aus dem fahrenden Auto schießen und ich kann keinen Spaß haben in dem Spiel. Das ist es für mich einfach. Ich kann in dem Spiel keinen Spaß haben. Es geht nicht. Es ist leider so, aber da müssen wir alle durch. Es gibt Spiele, die beschissen sind, die man sich kauft und halt 60 Euro aus dem Fenster rausschmeißt. Und für mich war das so. Ich habe noch 15.000 Freunde, die denken genauso von Watch Dogs. Also die Grafik ist schon okay, die Map ist auch okay. Es ist einfach alles okay bloß. Und das ist es halt nicht. Es hat so viel versprochen, aber nichts gehalten davon. Und ich will es nicht spielen. Es ist einfach lustlos. Man zwingt sich selber, um das Spiel zu spielen. Weil man es doch gekauft und ich will es doch endlich bearbeiten. Ja. Oh, der Sound ist jetzt gerade 2 Sekunden nach. Das ist aber schön. Tut mir leid. Tut mir sehr leid. Das ist eine saudoofe Sache, aber warum sollte es auch nicht passieren? Ja. Aber gut, meine schlussendliche Meinung für Watch Dogs ist... es ist ein bisschen härter. Dieses Mal. Noch kurz Prime Hunter. Story 44 von 100, sagt er. KI 52 von 100. Gameplay 70 von 100. Multiplayer 36 von 100. 46 von 100 bekommt der Singleplayer und die Gesamtwertung von Prime Hunter ist 6,6 von 10. 6,6 ist, finde ich, eine Wertung. Da würde ich ein Spiel schon mal probieren mit der Wertung. Wenn ihr das auch so seht, wenn ihr das anders seht, wie einige vielleicht werden, dann würde ich mal drüber nachdenken, ne? Ob mir das Spiel 60 Euro wert ist. Meine Wertung von dem Spiel ist eine 4 von 10. Vernichtend, oder? 4 von 10 für das Next-Gen-Spektakel Watch Dogs. Ja, 4 von 10. So, jetzt seid ihr dran. Schreibt in YouTube euren Rate in die Kommentare und schlagt mir doch gerne auch Spiele für andere, für neue Spiele, für Rate It Live, Quick oder ein komplettes Rate It, das diesmal vielleicht wirklich 10 Videos durchhält. 10 Stufen. Es hat ja Ding auch nicht geschafft, Elder Scrolls Online. Das war noch viel schlimmer, fand ich. Elder Scrolls Online, aber das war nicht so teuer. Und es war auch eine Enttäuschung, aber Watch Dogs war eine größere Enttäuschung. Watch Dogs war bisher für mich die größte Enttäuschung in diesem Jahr. Und wenn ihr schon beim Raten dabei seid von Watch Dogs, wie findet ihr Watch Dogs? Ist es für euch genauso schlecht? Eine 4, nicht mal 5, also eine 4 von 10?
Oder sagt ihr, nee, Watch Dogs ist doch geil, scheiß auf GTA 5 und dergleichen. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ne? Ich sag nur meine Meinung. Und ich würde Watch Dogs auf keinen Fall empfehlen. Irgendwem. Nicht mal einem Feind würde ich Watch Dogs empfehlen. Nicht mal dem. Das hat einiges zu sagen. Ja. Das war's also mit diesem wunderbaren... mit diesem wunderbaren Rate It von Watch Dogs. Das war das ganze ungeschnittene Rate It. Wurde live übertragen auf twitch.tv/ZirngiebelTV. Ihr könnt dabei sein beim nächsten Rate It oder Playthrough, Koop, was auch immer. Folgt meinem Twitch-Kanal und auf Facebook, da findet ihr auch nicht angekündigte Streams, denn Mittwoch und Montag um 20 Uhr ist ja immer Stream und zu anderen Zeiten ist es spontan und die werden nur auf Facebook angekündigt. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren und so weiter und liken und favoritisieren, was eh keiner machen wird. Hab ich auch nie Bock drauf. Ja, das war Watch Dogs. Oh Gott, ich fühle mich so erleichtert. Ich bin endlich mit dem Spiel fertig. Und noch kurz Brilles Review. Das Hacken ist interessant. Circa 90% des Spiels auf dieses Hacken aufbauen fand ich ein bisschen kacke. Die Hauptstory, naja, immer drauf kloppen, der lernt nicht draus. Immer mehr Scheiße bauen sozusagen. Musik fand ich ganz gut, vor allem Alice Cooper, ja. Das Kampfsystem hat mir erstaunlich Spaß gemacht. Selber springen, rausnehmen, im Open World, nee. 60 Tacken würde ich dafür nicht zahlen. Dann lieber im Keyshop, ja, würde ich auch empfehlen. Die KI, wie ich sie auf dem PC erlebt habe, ist teilweise strohdumm. Ich weiß nicht, ich würde sagen 5 von 10. Bestenfalls. Gecuttet, damit Nightbot nicht heult. Ja, das war der Raid von Brille. Ich bin wirklich auf eure endgültigen Raids gespannt. Nochmal, schlagt mir gerne andere Spiele vor. Schlagt mir gerne irgendwas vor, was ich spielen soll. Es gibt auch eine Spieleliste. Es gibt alles Mögliche. Wenn ihr im Chat noch Bewertungen habt, raus damit. Jetzt ist gleich vorbei. Mit der Schweinerei Watch Dogs. Und dann sag ich mal 4 von 10. Also es waren ja noch nicht viele Spiele dabei, die wirklich unglaublich geil sind. Es kommen noch einige, auch bei Rate It Quick. Es kommt noch einiges auf euch zu. Ich sag mal, bleibt so schön, bis zum nächsten Mal. Rated, bis die Tasten glühen. Und einmal sterben noch für das Video. Natürlich überlebe ich das. Ja. Egal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen auch an die Leute im Stream. War sehr schön und auch danke für die Hilfe anfangs. Wir sehen uns beim nächsten Video und wir im Chat sehen uns immer noch gleich. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt so schön und tschüss. Nein!